Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Das Ergebnis eigentlich verdient. Für die anderen, aber das Beide hat wenn wir nicht mehr zulegen. Genau, in der zweiten Hälfte, da legen wir mir wieder zu. Das ist für uns die WM 26. Achtung, das ist Satire. Und wenn's das nicht packst, dann gehst du in den Keller runter, ja, und trinkst Milch, weißt du, wie es ist. Servus Leute, unsere Buben sind zwar leider draust, haben nicht ganz so hingehaut. Aber für die WM 2026, da hab ich jetzt die Geheimwaffe gefunden. Frosch heißt der Mann. Walter Frosch, 23 Jahre, Außenverteidiger beim SV Alsenborn, ein Abwehrspieler mit vielen Qualitäten. Hart, kompromisslos, konditionsstark und torgefährlich in der Offensive. Und genau, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn's jemand nur probiert, dann haut er am Taxen also weg, dass du sagst. Ein Spieler, um den sich die Bundesliga-Clubs reißen müssten. Doch der Mann aus Rheingönheim hat nicht den besten Ruf. Sein Verhalten auf dem Spielfeld trug ihm in der Presse Attribute ein wie Frosch der Treter, Frosch der Gelbe oder Treter der Liga. Okay, da war nix. Ein paar Zerstauchte gibt's immer. Das nennen sie natürliche Auslöse. Trainer, es sagen zwar viele Gegenspieler oder auch die Zuschauer, dass ich ein Trainer bin, aber wenn einer ein bisschen anders vom Fußball spielt, sieht er das war schon, dass ich kein Trainer bin. Genau, die sollen sich nicht immer healing und zahnen wie so kleine Mädels. Das ist Fußball und kein Ballett nicht. 19. August 73, SV Alsenborn gegen Südwest Ludwigshafen, 85. Minute, Walter Frosch, Nummer 2. Ich habe wieder schlicht und einfach noch faul. Ich bin halt, wie soll man sagen, ein bisschen aggressiv im Sportplatz. Ich lasse mir nichts gefallen. Und gehe halt, ich kämpfe um den Ball, ich bin ein Kämpfertyp. Und da tue ich halt mal meinen Gegner nicht schonen und mich selbst auch nicht schonen. Dass der manchmal faul vorkommt, ist ganz normal. Hau nicht zusammen, der kann eh nix. Und ein Schiri kannst du auch gleich mit mir jetzt gern. Ja, ich bin 4-mal vom Platz gestellt worden, 3-mal zu Unrecht. Einmal bin ich auch nicht gesperrt worden und die andere 3-mal waren 2-mal 14 Tage Sperre und einmal 4 Wochen. Wenn ein anderer vom Platz gestellt wird, nur einmal, kriegt er meistens 8 Wochen, Vierteljahr. Also waren die Sachen, wo ich gedreht habe, waren weit nicht so schlimm, wie das meistens in der Zeitung geschildert wird. Ach, die Schmierling vor der Zeitung, die übertreiben doch eh gern. Die paar Platzverweise da hat der Ramos schon mehr gesehen. Jetzt geht's endlich dahin. Jetzt geht's auf Blödwiesen. Der Mann, der meckert, schimpft und droht, der rempelt, tritt und fault, der es mittlerweile sogar auf 5 Feldverweise brachte und der gelbe Karten en gros erhielt, pflegt den Leuten aufs Dach zu steigen. Walter Frosch ist Schornsteinfeger von Beruf. Endlich wieder einmal ein gestandener Mann und kein so ein Millionenbubi wie der Sané da. Welches wäre nun das nächste Konto, das in der Summenbilanz unterzubringen ist? Herr Frosch. In 15 Fächern werden die 14 angehenden Schornsteinfegermeister unterrichtet, die aus dem gesamten Bundesgebiet auf die einzige Ganztagsschule dieser Art gekommen sind. Jawohl, das nenne ich einmal eine Abwechslung, gell? Am Wochenende der wir Taxen zusammenklopfen und unter der Woche der wir schön brav in der Schule lernen. Privat 530 im Soll. Wer hat Angst vor Walter Frosch? Ja, da kenn ich schon ein paar. Ein Neymar zum Beispiel. Und wenn er meint, er muss sich wieder Healing und Schauspielern, mei, kann er ja schon ausprobieren, gell? Trainerphilosoph Max Merkel hat einmal gesagt, eine Mannschaft müsse den Gegner hassen, um die volle Leistung erbringen zu können. Genau, haut sie es zusammen da. Nix da Tiki-Kaka. Eine mit der Blutgrätschen. Na, hassen kann man direkt nicht sagen. Zum Großteil habe ich mit meinen Gegenspielern, gegen die ich direkt spiele, ein gutes Verhältnis. Vor dem Spiel und während dem Spiel wird es halt ein bisschen giftig, aber nach dem Spiel legt sich das alles wieder. Ja,
besuchst das halt dann danach im Krankenhaus. Ich kriege es immer von der Vorstandschaft und vom Trainer ans Herz gelegt, dass ich nicht so oft gesperrt werde. Und dadurch muss ich ja halt jetzt halt mich ein bisschen zurückschränken und muss vorsichtiger werden. Sonst bin ich ja mehr gesperrt, wie dass ich Fußball spiele. Dann schafft man halt die Karten ab, braucht eh kein Mensch. Und den Videodeppen da können wir auch gleich abschaffen. Frosch ist vorsichtiger geworden. Früher drohte er seinen Gegner Revanche-Fouls, Schläge im Rückspiel, Krankenhausaufenthalte oder andere Liebenswürdigkeiten an. In So soll es sein, gell? Wenn's nicht spuren, dann fällt halt der Watschenbaum um. der letzten Zeit überstand er einmal 6 Spiele ohne Verwarnung. Während der Begegnung gegen TuS Neuendorf, aus der diese Ausschnitte stammen, beging er nicht ein einziges Foul. Sein Ruf scheint schlechter zu sein als sein Verhalten. Sind die Schiedsrichter ihm gegenüber voreingenommen? Mei, das ist ja wurscht, ob die Schiedsrichter dann auch parteiisch sind. Gell? Wenn Karten abgeschafft sind, dann wird's eh wieder harmonisch auf dem Platz. Ja, die Schiedsrichter kann man schon wohl sagen, jetzt gerade die letzte Zeit sind voreingenommen. Das merke ich schon bei der Passkontrolle in der Kabine. Wenn ich dann die Nummer 3, Froschwalder, ja, die müssen so ein bisschen aufpassen, gell? Dann kriegen die gleich die Gelbkarte oder so weiter. Nicht? Und bei mir machen sie das Thema eher wie beim anderen. Ja, kauft sind's eh alle, das wüssten wir schon, haben wir schon gesehen. Kein Schiedsrichter war bereit, sich auf den Spieler Frosch bezogen zu äußern. Eine allgemein gestellte Frage nach der Voreingenommenheit hat einmal Schiedsrichter Ferdinand Beversi beantwortet. Das wäre der größte Fehler, den man als Schiedsrichter machen könnte, wenn man voreingenommen in ein Spiel reingeht. Hier. Für uns ist ein Spieler, was der andere ist. Ja, das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen die deutschen und den englischen Schiedsrichter. Wie wäre es, wenn Walter Frosch später einmal selbst Schiedsrichter werden würde? Also Schiedsrichter will ich auf keinen Fall werden, weil ich weiß, was ein Schiedsrichter, wenn er bei uns pfeift, was der in den Kopf geschmissen kriegt, bis Spielraum ist. Das will ich mir schon mal gar nicht anhören. Wenn ich Schiedsrichter bin, dass mir ein Spieler selber sagt, da kann ich mich wahrscheinlich nämlich nicht in der Haut halten. Oder du pfeifst Spanien gegen England. Da darfst nix verkehrt machen mit draufklopfen. Lieber nicht. Walter Frosch, eine pfälzische Mischung aus Nobby Styles und Jason King, ist mehr als ein guter Spieler. Ohne es zu wollen, verkörpert er den Typ des markigen Originals auf dem Fußballplatz, das bei Schiedsrichtern und Zuschauern Verärgerung, mitunter aber auch Heiterkeit auslöst. Genau, und das ist unser Mann für 2026. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Bitte? Zigaretten, Jetzt erstmal eine durchziehen? nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Field? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich noch dabei gehabt. Okay, danke schön. Bitte. Also Spanier, wir sehen wir uns wieder 2026. David Ellery has a record of dismissing Roy